Guten Morgen. Wir sind alle mit dem Frieden von unserem Herrn Jesus Christus. Hast du mal überlegt, was das ist, meisten Christen, ein ganzen Christen, ein meist Christ oder ein wirklicher Christ? Wenn du dir den Baum bekijkt, das ist meist kein Baum. Das ist kein wirklicher Baum. Aber dann sitzt es ein wirklicher. Und das einzige Unterschied, was das ist von einem wirklichen Baum, und das Baum, was da steht, ist, dort hier ist nicht Lebebaum. Den brauchst du niemals heute. Ein wirklicher Christ, der muss geboten werden. Der muss einmal teilnehmen, der muss einmal Gemeinschaft haben, und wird einmal Gemeinschaft haben mit Jesus Christus. Der wird einmal sehen, wo er sich jährlich näher kann. Das Baum braucht er nicht, den brauchst du niemals heute, der wird niemals nicht wissen. Ein Messchrist, der weiß gar nicht. Messchrist, der bleibt durch Stunde hier drauf. Der ist meistens als ein anderer, aber nicht ganz. Der einzige Unterschied, was da ist zwischen einem Messchrist und einem wirklichen Christ, ist, ein Messchrist hat nicht Leben, hat nicht das ewige Leben im Hort, und ein wirklicher Christ, der hat das Leben. Das ist der einzige Unterschied, was da ist. Von Büte sind das Drenkheit immer rein. Und wenn du dir den Baum bekijkt hast, was ein gemerkter Baum ist von Menschen oder was ein gewachsener Baum ist, der Unterschied ist, dass du als Lebebanne oder du hast nicht Lebebanne. Und so ist das bei uns Christen auch. Entweder oder du hast das Leben oder du hast das Leben nicht. Du kannst gar nicht meist das Leben haben. Du kannst entweder oder du hast das oder hast das nicht. Und wenn wir lesen dann in Apostelgeschichte 26, Vers 27, du sagst dort, dann sagt Agrippa zu Paulus, du fehlt nicht viel, dann hast du mich in Test gemerkt. Dann hast du mich bereit, in Test zu senden. Du fehlt nicht sehr viel. Und bei vielen Menschen ist das gleich so. Die haben dann meist kriegt, was du, dass sie den Test senden. Sie legen auch mit durch die Christen, sie leben mit den Christen, die handeln mit den Christen, aber du fehlt noch ein bisschen. Sie sind noch nicht ganz Christ. Und die Frau ist best du auch so ein Christ aus Agrippa wir, dass sie sich halt meist bereden lassen, ein Christ zu werden. Oder so wie war der Bruder Christen anhand Jesus Christus im Hort. Christ sein, aus Christ leben, dort ist was anderes aus in Gesetze und Religion leben. Ein Christ lebt anders aus ein Gesetzmensch leben dort. Ein Christ lebt anders aus Menschen, die in Regeln in Gesetze Bande sind oder durch noch handeln. Wenn weit ich, wenn ein Christ ist und wenn nicht ein Christ ist, oder wenn ein Mensch Christ ist und wenn ein wirklicher Christ ist. Als Christ hast du Christus, der wird dein Leben bestimmen wird. Jesus Christus bestimmt den Christi Leben. Du bestimmst nicht die Leben selbst. Du handelst nicht nur die eine Entscheidungen, sondern nur die Entscheidungen, die Jesus Christus für die treffen wird. Und dort ist, was ein wirklicher Christ tut und sieht dort. Ein Christ ist der, was Jesus Christus nur folgt und dort Leben in Jesus Christus hat, das ewige Leben. Ein wirklicher Christ, ein wahrer Christ, der ist Jesus Christus gehorsam. Der gehorcht und ist gehorsam Jesus Christus nur zu folgen und dort zu tun, was Jesus Christus will. Was ist oder was tut ein Messchrist? Ein Messchrist erstens ist unehrlich. Und zweitens ist er falsch. Und drittens, der lebt im Düsteren. Wenn das auch so sieht, als wenn der im Licht leben wird, weil der ist nicht im Licht. Wenn das auch so sieht, als wenn der ehrlich ist, aber der ist falsch. Ein Messchrist, der ist unehrlich, der ist falsch und lebt im Düsteren. Und Jesus Christus sagt, heute führt uns in der Düsternis rüt. Der Messchrist versucht von Bitte so gut als möglich, so zu leben, als ein Christ leben wird. Aber in Wirklichkeit, da ist es nicht so. Ein Messchrist, der pflegt nicht. Ein Messchrist sagt, ja ist ja und nee ist nee. Er hört nicht, er hat nicht rumhören. Und er ist kein Ehebrecher. Er redet bloß Gutes, er wird versucht, so gut als möglich über alles zu reden. Ein Messchrist ist kein Super. Das ist kein Schmächer. Das ist kein Freter. Er jagt nicht. Er wird nicht schlachtet mit Schlachtet behandelt. Dort ist, was ein Messchrist ist. Er versucht, so gut als möglich zu gehen, so pünktlich als möglich.
hält sich an alle Gesetze, an alle Regeln, an alles, was die Menschen wollen haben, was von Bitte soll sein, dort wird tun. Hij wordt voor zich op te stellen zoals de mensen dat willen gaan. Hij wordt thuis wordt hij Gottesdienst haben met de familie. Hij wordt aandacht maken met de familie thuis, met het alle type. En in werkelijkheid is dit alles nog maar bloos religie. Dit is nog maar alles bloos uiterlijkheid. En dit is een zaak wat de moslims, wat de boeddhisten, wat de orthodoxe Juden en wat de Hinduisten ook alle doen. Dat zijn uiterlijke zaken en dat is bloos van buiten opgemerkt. En manche mensen en meest christen wordt zich zo aantrekken als de mensen dat willen gaan wat hij aangetrokken worden zal. En dat is wat de Hindus ook doen, dat is wat de Boeddhisten ook doen, dat is wat de moslims doen. Du hast geen grote onderscheid tussen dat alle. Een werkelijke Christ, een waarheidsboende Christ, die wordt zich onderscheiden van al deze zaken. Die wordt door kijken wat van hem hart te binnen is en wat hem hart ongonnen deed. Jezus heeft al deze zaken van buiten uiterlijkheden, van vleidie en al deze zaken, heeft hij zeer weinig gereed. En van vleidie überhaupt vingst du in het evangelium niet. En maar niet nog worden we niet zijn, wat al deze zaken worden doen, die worden nog 4 zaken meer doen, wenigstens. Die worden niet eten. Die wordt dudelsop eten, die wordt barst eten en die wordt zout knaken. Dat wordt nog de tuig komen, want dat wordt een plottiger zijn. Een meest Christ is dat jansje wat Jezus Christus im hart heeft. Jezus kijkt immer naar dat wat im hart is. En hij zegt ons in Matthäus kapitel 15 vers 19, dat het im hart komen alle wijze plannen en gedanken. Dat komt het im hart. Dat komt niet van buiten, sondern dat komt van binnen uit. Dat is wat je binnen is. Dat is wat ons wordt bestemmen deed. En dat zegt ons in Matthäus kapitel 15 vers 9. Jene ihre Gottesdienste sind wertlos, wenn sie ihre menschliche Gebote Gottes uitgeven. Ihre Gottesdienste sind wertlos. Für Gott sind diese Gottesdienste, was ein Mensch steht, sind wertlos. Der hat bei uns, das ist ein sinnloses Projekt. Das ist ein sinnloses Ding. Das ist ein brotloses Geschäft. Das ist, was das ist, wenn du bloß als Mensch leben lässt. Und er sagt, ihre Gottesdienste, die sind wertlos. Wenn es wird, wenn sie ihre eigenen Gebote als Gebote Gottes uitgeven. En dat is wat die naverstanden darven. We nemen dort wat de Bibel zei, wat in de Bibel geschreven staat, wat du geleerd is, dat is dort wat we leven doen en wat we nou zeker en nou streven doen. Deze mensen, die meinen dat ernst en die meinen dat ze staat. Das meiste ist, dat versucht, so gut es möglich ihr Leben anzustellen. Und der Unterschied zwischen einem Messias und einem Christ ist das. Der weltliche Christ, der hat das Prinzip von Lukas Kapitel 10, Vers 27, du sagst das so. Du sollst Gott, deinem Herrn, leben mit deinem ganzen Hort, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Dat is wat een Christ nog leven, dat is een Christ in Prinzip. Hij wordt God, zijn Vader, leven met al zijn Kraft, met zijn ganze Seele, met zijn ganze Zijn, met zijn ganze Leben. En hij wordt dat doen wat Jezus Christus van hem verlangen deed. Al die wat Jezus Christus werkelijk nog van je doen en wat het Christleven doen, die had een grote handrichtende leven van Jezus Christus. Jesus in der Leib, der trägt en so sehr, dat zij zich wel handgeven voor Jezus Christus, dat zij wel zo leven als Jezus Christus dat wel han. En een waarheidsboende Christ, een werkelijke Christ, die heeft een grote Leib voor zijn nächsten. Die heeft een grote nächsten Leib. En niet plus dat, een werkelijke Christ heeft een grote Radar-Leib. Dem is dat zo sehr om te doen, dat alle mensen zullen geraad worden. Want je zet een werkelijke Christ, die wordt verzekerd, zoveel als mogelijk mensen van Jezus Christus te vertalen, zoveel als mogelijk mensen zullen ze geraden. Zoveel als mogelijk mensen zullen Jezus Christus kennenlernen. En dat is een Christ, een werkelijke Christ, die wordt dat verzekerd. En dem is dat zo wichtig,
En det wordt dat alle wegen vertalen, rijk krijgen, dan wat de mensen denken, wat de mensen zeggen. De mensen zullen Jezus Christus kennen leren. De mensen zullen Jezus Christus aannemen. De mensen zullen Jezus Christus omhoog gaan. En dat is een werkelijke Christ, die heeft een grote lief voor de verloren mensen. En wanneer du niet een grote lief hast voor de verloren mensen, vielleicht moet je ons vragen, wo sta ik? Zie ik een Meest-Christ oder zie ik een werkelijke Christ? Wenn wir nicht diese Leib haben von Jesus Christus für diese Menschen, dann müssen wir uns vielleicht fragen, wo stehe ich? Ein Meist-Christ ist der Mensch, der Jesus Christus gehorcht hat und gehorsam ist. Und der hält sich an gewisse Sachen. Und eine von den Sachen, wo der Meist-Christ benne ist, der lebt nur 1. Korinther Kapitel 13. Und du sagst das in Vers 4, Gott seine Leib, wenn Gott seine Leib in mir benne ist, wenn Jesus Christus in mir ist, dann ist seine Leib da benne. Und wenn der Leib da benne ist, dann sind wir geduldig. Wir haben viel Geduld. Und wir sind nicht so abgetragen, dass wir wenn wir zum Hartens kommen, dass wir noch 2 Minuten und komplett wie lange das geht, bei der Kaffee rein ist. Das ist Geduld. Oder wenn wir in Gemeinschaft haben, das meint geduldig sein. Und weißt du was, ich sehe ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich sehe einen Mensch, das ist mein Vater. Mein Vater kann niemals nicht eine Stunde mit meiner Mama Tipp setzen, eine Mate trinken, oder Terre trinken, ohne dass er abstehen und eins von den Flaschen gehen. Und die Dame angewandt hat, oder dort habe ich gearbeitet von meinem Vater, und ich muss das Kreuz dort tun. Und mit euch dann bemerkt, mir ich eine ganze Stunde still setzen, und mit meinem Vater spazieren und Mate trinken. Aber mit euch dann geht der Öle Adam doch mit gedacht, mit mir am Tag noch abstehen und eins wird gehen. Und wir sollen geduldig sein und Geduld haben. Und wenn Gott seine Leib in uns ist, dann hast du Geduld dann in uns. Und nächste Sache, was der Leib tut, der ist freundlich. Wir sind freundliche Menschen. Wir sind keine Menschen, die den ganzen Tag über rumgehen und gnarren und grunzen und unzufrieden sind. Du weißt, der hat Schwein nicht. Weißt du was, ein Schwein, das grunzt rein immer. Kein kijken den Worte dem jeweils ist, kijken den Befehle der Schwein jeweils ist, das grunzt immer. Und du weißt vielleicht nicht von Schwein. Und wie Menschen sind wirklich, legt es ziemlich durch an. Du weißt, hat Jesus auch ein Beispiel genommen von den Schwein. Und ich glaube, wir sollen dankbar sein, und freundlich sein, und froh sein, und scharflich sein. Und uns soll es so wichtig sein, dass Jesus Christus in uns ist und dass wir das ewige Leben in Erfüllung gekriegt haben von Jesus Christus für frei. Wir haben das Rennen nicht auf tun und dort erst wird ein weltlicher Christ für sich auszuleben. Und nicht bloß für sich, er muss sich auch nicht mehr, sondern das kommt von Berne rübt. Der kostet nicht Stahlhölle, der kostet ihm für die Hölle. Und ein Meisterchrist, der muss sich mehr und quälen und anstrengen, dass er das wird für sich gehandelt kriegen, aus dem Christenleben. Aber ein weltlicher Christ, der braucht sich nicht mal anstrengen, wenn es dort drückt von Berne rübt. So ist Johannes und Petrus sagen, wie kann das nicht mal für uns hören, wie muss das sein? So ist dort, wenn das ein weltlicher Christ ist, das kommt von Berne rübt. Und der kann er nicht für sich hören. Und die nächste Sache, was Leute tut, der ist anteigend. Und der pusht sich nicht. Der jährt sich mal nicht an und der ist nicht stolz. Und das ist, was Leben in uns produziert hat, was Leben in uns bewegt hat. Und welcher Christ, der hat dieser festen Glaube an einen lebenden, allmächtigen Gott. Das ist, was ein Christ hat. Und Jesus sagt uns, oder Johannes sagt uns in Kapitel 1, Vers 12, all die abnehmen und am Glauben, der Jäufer dort reicht, Gott seine Kinder zu senden. Wir haben reicht, Gott seine Kinder zu senden Bühne. Der wird am Bleiben deuten und wird am Abnehmen deuten. Der Jäufer dort reicht, Gott seine Kinder zu senden. So, wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann bist du Gott sein Kind. Dann kann nicht keiner sagen, komm, du bist nicht. Wenn Jesus Christus sagt, der wird an mich bleiben und mich abnehmen deuten. Der Jäufer dort reicht, seine Kinder zu senden. So, du bist sein Kind. Ein wahrer geborener Christ, ein weltlicher Christ, dem ist dort reinkriegen deunt, wenn die Menschen am Hassen, verspotten oder verachten, wenn es an Jesus Christus handelt, wenn es an Jesus Christus geht. Der Mensch Christ,
der will nicht alles hingeben für Jesus Christus. Der will so weit aus seinem Mord, jagt sich an, aber kriegt so weit aus seinem Mord. Nicht wieder aus dort, in ein weltlicher Christ, der versiegt, so vieles möglich für Jesus Christus zu tun. Der checkt nicht nur sich selbst, der sieht nicht nur dort, was am ihre wird oder was am Treffen wird, sondern der sieht nur noch, was die Nächsten wird zu Gott sein. Was der Nächsten wird helfen wird. Nur noch, was der weltliche Christ checkt. Und Paulus sagt uns in Philipper Kapitel 2, Vers 3 und 4, wir sollen nicht bloß nur achten, streben, was für uns zum Gönnen ist, sondern auch nur dort, was unseren Nächsten zum Gönnen ist, was unseren Nächsten halt bedeutet. Und wir sind sehr bedacht, alles für mich, alles ich und alles nochmal war ich. Hast du mal überlegt, wenn du verteilt das mit eins wem, wofür du ich sei das? Wofür geht es bloß um die? Wenn du verteilt das, dann muss auf die Satz achten, muss die Satz beobachten und sagen, wofür du was sagen, ich. Und nicht wie, ich und meine Frau, oder ich und mein Mann, sondern ich. Bloß ich. Und immer weiter geht es um ich. Und ich deut, und ich sehe, und ich will das tun, und ich, und ich, und ich, und ich. Nochmal weiter ich. Das geht alles bloß um uns. Aber wo ist das Nächste und wo ist Jesus? Hat Jesus was getan? Nein, ich habe getan. Nur ich hatte für ihn gebetet und ich war gesund. Aber Jesus. Ich habe beten, aber Jesus hat gesund. Ja, genau. Ich habe gebeten und er war gesund. Jesus, ich habe den Herz gar nicht mehr am Spiel. Wie soll Jesus Christus im Zentrum stellen? Jesus Christus soll in der Mitte von der Rennen alles sein. Jesus Christus soll im Zentrum stehen von alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir reden, soll alles um Jesus Christus gehen. Und das sagt uns in Galater Kapitel 3, Vers 17, alles, was wir tun und alles, was wir reden, deut in dem Namen von unserem Herrn Jesus Christus und dankt Gott dem Vater durch an. Für alles. Wir sollen Gott dem Vater für alles danken. Für alles, was ich tue, für alles, was ich rede und für alles, was ich denke. Dort soll ich alles in Jesus Christus in Namen tun und Gott dafür danken. So, wenn ich nu für alles, was ich rede, für alles, was ich tue und für alles, was ich denke, Gott danken soll, ich glaube, dann würden viele Sachen bei uns ganz anders sein. Kostet Gott danken und schmeckt vielleicht? Würde ich schaffen, nicht so? Und einer sagt, hey, hat das noch niemals in der Bibel gefunden, dass die Bibel eins davon redet, dass das einer nicht schmecken soll. Nur da steht nicht schmeckt, ja, aber da steht in Galater Kapitel 3, Vers 5 steht geschrieben, wie soll ich keine Lust und Leidenschaft haben. Sie als schmecken Luster, klar ist das ein Luster. So, dann steht das dort geschrieben. Dass wie soll ich keine Lust und Leidenschaft haben. Und wenn wir Jesus Christus volles danken, ich glaube, viele Sachen würden wir gar nicht tun. Erstmal denken, was wird Jesus nicht tun? Und würde ich das tun, wenn Jesus Christus hier persönlich für mich stehen würde? Ich glaube nicht. So, wenn ich das nicht würde tun, wenn Jesus Christus hier im persönlich für mich stehen würde, dann konnte ich nicht tun, wenn ich nicht sein kann. Amen. Jesus Christus will haben, wir sollen ein ehrliches, reines Leben führen. Und die Bibel sagt uns, ohne ein heiliges Leben ist das unmöglich, Gott zu sein. Wir wollen Gott nicht sein, wenn wir nicht ein ehrliches, reines Leben für Gott führen dürfen. Und das sagt uns in der Bibel, in Jeremia Kapitel 33, Vers 3, wir können Gott fragen, was immer wir wollen, und er wird uns antworten. Er wird uns beantworten, und er wird uns große und geheimnisvolle Dinge weisen, von denen wir von der noch nicht weiter. Er wird das tun. Er sagt, rück mich an. Wie soll er am anrufen? Wie macht er was tun? Das sagt man nicht, wie soll er in unsere Gedanken was anbeten, sondern er sagt, wie soll er anrufen? Und dann wird er antworten. So, wenn ich kann meinen Phone 1000-mal Nacht abheben und mich keiner angerufen hat, das ist keiner nicht. Da wird keiner nicht was sagen. Wenn es wird, wenn ich sage, keiner angerufen. Und wenn wir anrufen, und ich hebe das ab, dann wird meine Stamm hier. Und ich will mit dem reden, und der will mit mir reden. Und so ist das bei Jesus auch. Er sagt, wenn wir am Anrufen waren, und eins sagt, Gott sein Telefonnummer ist 333. Jeremia 33, 3. Das ist Jesus seine
Gott seine Telefonnummer, und dem kostet Föhne, wann immer du wärst. Und er wird antworten. Dem kostet Anrufe, wann immer du wirst, und er wird antworten. Und er wird, wenn er sagt, ich will antworten, dann meint er, dass er das Wort. Dann ist das gar nicht vielleicht, er muss sein, oder ich will ich mal überlegen. Er sagt, wenn du Anrufe wirst, ich will die antworten. Und wenn er das gesagt hat, dann meint er das so. Glaubst du, dass Jesus Christus sich handgegeben hat für die, wenn er die Leute hat? Glaubst du, dass Jesus Christus dir all deine Sünde vergeben hat? Wenn du diese Frage kannst mit einem Ja beantworten, dann bist du nicht ein Messias, sondern dann bist du ein wirklicher Christ. Wenn Jesus Christus dir all deine Sünde vergeben hat, dann bist du sein Kind. Dann ist du keine Frau bin. Dann kannst du diese Frau mit Ja beantworten, dann weißt du, dass du Jesus Christus im Hort hast. Und die nächste Sache ist, du kannst von einem Messias ein wirklicher Christ werden. Und das braucht bloß ein Schritt dazu. Und das sagt, der Schritt ist ganz einfach. Und die Bibel sagt uns, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, und er vergibt uns alle unsere Sünde und macht uns frei von aller Schuld. Frei. Frei von Schuld und frei von Sünde. So, wenn wir frei sind von Schuld und Sünde, dann sind wir sie nicht hin. Weil es ist keiner, auch nicht ein einziger, was Sünde vergeben kann, bitte Gott, bitte Jesus Christus. Und er dort, wenn wir am Frau tun, wenn wir am anderen, auch er dort. Der Unterschied von einem Messias und wirklicher Christ ist, der Messias, der hat eine Religion, was er nur folgt, was er anhängt. Und ein wirklicher Christ hat eine enge Gemeinschaft mit dem lebenden Gott, Jesus Christus. Das ist der Unterschied. Der eine hat eine Religion und der andere hat eine enge Beziehung, eine enge Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit dem lebenden Gott. Das ist der Unterschied, was er ist zwischen einem Messias, hat eine Religion, hat eine Religion an, oder ein wirklicher Christ, der die enge Gemeinschaft mit Jesus Christus hat, mit dem lebenden Gott. Und du kannst wählen, was du willst, ob du willst meistens Christen oder ob du willst ein wirklicher Christen. Ein Messias kommt nicht im Himmel an. Ein wirklicher Christ kommt im Himmel an. Und der Unterschied ist vielleicht im Utsprech ist sehr klein, Messias ist ein ganz Christ, aber das Resultat das ist riesengroß. Entweder Hall oder Himmel. Die Entscheidung, die macht jeder einer selbst. Und ich kann mich nicht für die entscheiden, dass wir zu selbst tun. Und Jesus Christus will haben, dass wir alle eine enge Gemeinschaft, Beziehung haben mit ihm. Dass wir nicht sind, wenn sie aus dort, was nicht Gute braucht, und was nicht Wasser hat, was plötzlich sitzt, aus was ein Baum ist, sondern dass wir alle ein Baum sind, was viel Frucht bringen wird. Die Bibel sagt uns im Psalm Kapitel 1, dass wir sind geplant, so ist an der Kant ein Riefer, und so ist ein Baum, was an der Kant Riefer geplant ist, und was jeder, der seine Frucht trauen hat. So, wenn wir Christen sind, wir wollen Frucht trauen. Wir haben Frucht abzuweisen. Einige mehr und andere weniger, aber jeder eine hat Frucht. Und du und ich, wir sind abgefordert von Jesus Christus, als wirkliche Christen zu leben. Ich möchte Gott uns segnen und darüber nachdenken, und dass wir uns selbst wieder prüfen. Was sehe ich? Ein wirklicher Christ oder sehe ich ein Messias? Amen. Dann noch alle zu beten. Lieber und allmächtiger Gott und Vater im Himmel, ich lobe dich und ich preise dich und ich danke dir für den Wut, was du uns gegeben hast. Dankeschön, Jesus, dass wir da ganz schnell bei den Fingern können, wie wir zu leben haben und was du weißt, was wir tun sollen. Du hast uns den Weg gewesen, wie wir gehen sollen, und wie wir wohnen sollen, wie wir denken sollen, wie wir reden sollen, wie wir arbeiten sollen, was wir tun sollen. Du hast uns das ganz klar abgeschrieben und halb uns als wirkliche Christen zu leben, dass wir Frucht bringen, dass wir zu sein sind in uns, dass du ein wirklicher lebender Gott bist. Und dass wir so viele Menschen als möglich diese freie Botschaft von dir, vom Kreuz, noch vertalen und dass auch viele Menschen zur Erkenntnis kommen und sich die Hand geben und sich verändern lassen und sich das ewige Leben schenken lassen. Du lässt das an bei dir, Jesus, und ich bitte dich, Herr, dass du uns viel Kraft geben, viel Weisheit in der Fülle deines Geistes, dass wir so leben, als dir das gefällt und was du von uns verlangen hast. Wir leihen uns in deine Hand, Jesus, und sehen uns den Rest von des Tages in Gehorsam, dass wir können so leben, dass du in Gefallen hast. In deinem Namen Jesus Christus. Amen.